Hallo! Und ich freue mich, dass ich euch nochmal eine Geschichte erzählen kann. Ein Märchen. Und es ist wieder aus dem Buch «Mein Märchenbuch». Heute heisst die Geschichte «Rumpelstilzli». Die Geschichte fängt an mit einem Mann. Der Mann ist arm und hat nur eine kleine Wohnung und nur ganz wenig Kleider und nur ganz bisschen zu essen. Aber was er hat, ist eine schöne Tochter. Einmal an einem Tag geht er in ein Restaurant und isst dort etwas zu Mittag. In diesem Restaurant trifft er den König. Der König ist gerade auf einer Reise durch sein Land und macht im Haus in dem Restaurant eine Pause. Der König redet mit dem Mann und der Mann erzählt von seiner Tochter. Und er erzählt von seiner Tochter, dass seine Tochter aus trockenen Pflanzen, aus Stroh, Gold machen kann. Aus Pflanzen Gold. Und der König sagt, wenn das wahr ist, dann will ich sie sehen. Stimmt denn das? Bring sofort deine Tochter in mein Schloss. Sie muss mir Gold machen aus Stroh, aus diesen trockenen Pflanzen. So bringt der Mann seine Tochter zum König und der König führt das Mädchen, geht mit dem Mädchen in ein Zimmer. In dem Zimmer liegt ganz viel Stroh. Der König sagt zu dem Mädchen, du musst Gold machen aus diesen Pflanzen. Du hast nur bis morgen Zeit. Wenn du es nicht schaffst, dann musst du sterben. Er geht raus und schließt das Zimmer ab. Das Mädchen ist ganz allein im Zimmer und hat fest Angst. Es denkt für sich, ich kann doch nicht aus Stroh Gold machen. Das Mädchen muss ganz fest brieken. Auf einmal kommt ein kleiner Mann rein. Er ist nicht grösser als ein Kind von etwa 6. Der Mann sagt zu ihr, wieso brüllst du? Und das Mädchen sagt ihm, ich soll Gold aus Stroh machen, aber ich kann doch das nicht. Der kleine Mann sagt, ich helfe dir. Ich helfe dir, aber du musst mir etwas dafür geben. Da sagt das Mädchen, du kannst meine Holzkette haben. Und der kleine Mann nimmt die Holzketten und fängt an zu arbeiten. Aus dem Stroh wird Gold, aus den Pflanzen wird Gold. Er arbeitet die ganze Nacht. Der König kommt zurück am nächsten Morgen und sieht all das Gold und hat fest Freude. Natürlich will er jetzt noch mehr Gold haben. Schnell bringt das Mädchen ins zweite Zimmer, wo noch viel grösser ist als das erste und noch viel mehr Stroh drin hat. Der König sagt nochmal, mach du Gold aus dem Stroh. Bis morgen hast du Zeit. Und wenn du es nicht schaffst, dann musst du sterben. Das Mädchen ist wieder allein im Zimmer und hat fest Angst und muss wieder fest brieken. Der kleine Mann kommt wieder und sagt, ich helfe dir. Das Mädchen sagt, du kannst meinen Ring haben dafür. Der kleine Mann nimmt den Ring und fängt an zu arbeiten.
Er macht Gold aus dem Stroh und arbeitet wieder die ganze Nacht durch. Der König kommt am nächsten Morgen und sieht das Gold und hat fest Freude. Natürlich will er noch mehr Gold haben. Und der König bringt das Mädchen in ein drittes Zimmer, noch ein grösseres als die anderen zwei, mit noch viel mehr Stroh drin. Der König sagt, mach mir wieder Gold aus dem Stroh. Bis morgen Morgen hast du Zeit. Wenn du schaffst, wirst du meine Frau und bist dann Königin mit mir im Land. Das Mädchen ist allein im Zimmer. Der kleine Mann kommt wieder und sagt, ich helfe dir. Was gibst du mir dafür? Das Mädchen sagt, ich kann nichts mehr. Ich kann dir nichts mehr geben. Da sagt der kleine Mann, ganz sicher kommst du bald ein Kindli über. Gib mir das Kind. Das Mädchen denkt nach und sagt zu sich, was soll ich noch machen? Ich brauche doch die Hilfe von dem kleinen Mann. In dem Fall muss ich ihm halt mein Kind geben, wenn es dann auf die Welt kommt. So sagt zum kleinen Mann, ist gut, du kommst mein Kind über. Der kleine Mann macht wieder Gold aus dem Stroh. Der König kommt am nächsten Morgen und sieht das Gold und denkt für sich, das Mädchen soll meine Frau werden. Dann kann es mir noch viel mehr Gold aus dem Stroh machen. So heiratet der König das Mädchen und das arme Mädchen ist jetzt eine Königin. Ein Jahr geht vorbei und die Königin kommt wirklich ein Kindli über. Sie denkt gar nicht mehr an den kleinen Mann. Aber da steht er plötzlich im Zimmer und sagt, jetzt hast du das Kindli, jetzt musst du mir's geben. Aber die Königin hat doch ihr Kind so fest gern und sie will es gar nicht weggeben. Sie sagt, lass mir doch nur das Kind, ich gebe dir etwas anderes. Aber der kleine Mann gibt nicht nach und sagt, ich will gar nichts anderes, ich will dein Kind. Die Königin fängt ganz fest an zu brüllen und sagt, lass mir doch mein Kind. Der kleine Mann sagt, ist gut. Du hast 3 Tage Zeit. Wenn du herausfindest, wie ich heisse, herausfindest, was für einen Namen das ich habe, dann lasse ich dir dein Kind. Die Königin muss ganz lange nachdenken. Was für einen Namen kenne ich denn? Der kleine Mann kommt am nächsten Tag und sagt, weisst jetzt du, wie ich heisse? Die Königin sagt alle Namen, wo sie weiss und kennt. Aber der kleine Mann sagt, nein, so heisse ich nicht. Da kommt der 2. Tag und die Königin geht alle Leute im Schloss fragen, wie heissen ihr? Und alle Leute sagen ihren Namen. Am Abend kommt der kleine Mann wieder und fragt sie, weisst du jetzt, wie ich heisse? Die Königin sagt alle Namen, die sie am Tag gehört hat, von allen Leuten im Schloss. Der kleine Mann sagt, nein, so heisse ich nicht. Der 3. Tag kommt, das ist der letzte. Die Königin fragt jemanden, der im Schloss arbeitet, gang durch alle Dörfer und frage alle Leute, was gibt es denn noch für Namen? Der Mann vom Schloss, der dort arbeitet, geht weg und läuft weit durchs Land, durch alle Dörfer. Auf seinem Weg sieht er ein kleines Haus.
Ein Feuer brennt vor dem Haus. Und ein kleiner Mann kommt um das Feuer herum und ruft: «Oh, ist das gut, dass niemand weiss, dass ich Rumpelstilzli heiss? Ach, ist das gut, dass niemand weiss, dass ich Rumpelstilzli heiss?» So kann er zurückgehen und der Königin von dem kleinen Mann erzählen. Und natürlich hat die Königin fest Freude, weil sie jetzt den richtigen Namen weiss. Der kleine Mann kommt zu ihr und sagt: «Weisst du jetzt, wie ich heiss?» Die Königin sagt: «Ja, ich weiss es. Du heissest Rumpelstilzli.» Da wird der kleine Mann so hässig, fängt an stampfen und stampfen, ist ganz wütig. Und er schreit und sagt: «Jemand hat dir meinen Namen gesagt.» Und er stampft mit den Füßen auf den Boden und nimmt sein linke Bein mit beiden Händen und reißt sich selber in 2 Stücke. Jetzt ist er weg. Die Königin ist aber fest glücklich, und will sie ihr Kind abhalten. Das war die Geschichte vom Rumpelstilzli.